Liebe Members, liebe Kolleginnen und Freunde, das ist weit. In zwei virtuellen Kongressen sitzen wir eigentlich alle zusammen. Natürlich darauf gewährt, wie gut das geht. Ein großes Merci wirklich für jeder von euch, den heute das Programm gemacht wird, zu kommen, und wirklich auch bei diesem guten Wetter. Ja, das leben wir an extrem bedrückenden Zeiten. Bilder vom unvorstellbaren menschlichen Leben an der Ukraine, von den Leuten, die auf ihre Demokratie kämpfen, sind erdrückend und erschluend. Wir sind bei das ganze Land empfangen, bei ihnen und bei den Flüchtlingen. Aber auch bei den Teilen von der russischen Bevölkerung, die die Courage haben, sich gegen den Krieg auszuschwätzen. Kolleginnen und Kollegen von unserer Partnerorganisation für Friends of the Earth aus Russland haben das nicht gemacht. Also trotz aller Gefahren wie das eigene Leben und wie das Wohlbefinden gegen den Krieg ausgeschwert. Wie bewundernswert ist das? Wir hatten als Movement Ökologie vor 2 Wochen mal zu der nationalen Friedensmanöver gerufen. Gut 4000 Leute waren da. Es ist wichtig, dass die Zivilgesellschaft auf die Straße geht und geschlossen und weltweit Menschen auf die Straße ruft. Das ist Kraft und Stärke von der Zivilgesellschaft. Ein klares Nein zum Krieg zu suchen, an aller Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung und aber auch die kritischen Stimmen aus Russland zu weisen. Ihnen gilt all unser Respekt und Anerkennung für ihren immensen Courage. Leider gibt es aber noch viel mehr drin, wo wir schluend und erdrückend sind. Die fortschreitende Klimakatastrophe, wo immer mehr alarmierende Informationen kommen, Wissenschaftler haben auch gesagt, den Amazonas wäre ein Tipping Point. Wenn es so weitergeht, dann geht es sich zu einer Wüste umwandeln. An den Amazonas steht symbolträchtig für das ganze Ökosystem. Die Welt, an der wir leben, möchte eigentlich nicht einfach positiv zu bleiben, Hoffnung zu schöpfen und sich zu engagieren. Da steht natürlich über allem froh, sind wir als Menschen fähig, aus der Situation zu lernen, umzugestalten, Verantwortung zu überholen, Decisionen zu holen für die Zukunft. Was die Ökologie betrifft, so gesagt, es nicht gut aus. Schon vor 50 Jahren wurde Global Forum mit den Grenzen des Wachstums für genau der Situation gewarnt, für der wir stehen. Nicht mit allem hatte sie zwar recht, wie die fundamental Frohe war richtig, aber das geschieht. Und gerade an diesen 50 Jahren sind wir mit vollem Charakter weiter in die falsche Richtung gefahren, trotz Rio und einer hellen Welle von weiteren Konferenzen und vielem mehr. Ja, positiv als das Bewusstsein an der Zeit zugeholt, dass die Ökologie, die Klimathemen sind, da steht kein Bekannt. Aber trotzdem die Klima- und Biodiversitätskrise ungehemmt weiter. Das Modell, das System, an dem wir leben, ist einfach nicht zukunftsfähig. Wir werden da gerade nur an dieser Zeit Hoffnung schöpfen. Wir werden gerade positiv bleiben. Mal erstens, ganz banal erstens, weil es als verdammte Responsabilität ist. Es wäre irresponsabel und falsch, einen Knüppel bei Trump zu geheilen und der nächsten Generation den Menschen zu verlassen. Wie zweitens gibt es aber auch viele hoffnungsvolle Momente. Ich zähle da paar ab. Die Zivilgesellschaft weltweit war noch nie so stark. Wir kriegen ja auch mal mit, weil wir sind an den internationalen Reso. Wir kriegen mit, was sich da alles steht. Wenn jemand zum Beispiel den Austausch des Friends of the Earth aus Ukraine mit denen aus Russland, ONG wie Oxfam machen eine fantastische Arbeit. Und mittlerweile wissen sie, wie unverschämt der Reichtum auf dieser Welt verteilt ist. Und dass an der Covid-Krise die 10 reichsten Milliardäre noch viel mehr reich sind, während 1 Millionen Leute an den Hunger gerutscht sind oder mehr Armut. Die Zivilgesellschaft mobilisiert mehr wie je. Sie wird die Großvereine, Energiewellen, sie wird die Vielfalt von kleinen Initiativen und der Basis, wie die Pair-Café, wie zum Beispiel entstehen. Oder sie wird auch neue Bewegungen, wie zum Beispiel die von der solidarischen Landwirtschaft. Doppelwäschen von der Zivilgesellschaft und immer mehr stärken, möchte Courage. Man denkt positiv, Analyse gilt auch für die Wissenschaft. Endlich melden sich weltweit immer mehr Wissenschaftler zu Wort und fordern ein klares Systemwissen an. Nicht nur ein Einzelmaßnahmen, mehr Systemwissen. Wissenschaftler vom Club of Rome für 50 Jahre waren quasi demos allein. Sie waren eine Ausnahme am wissenschaftlichen Milieu. Heute ist die Situation ähnlich. Heute stehen immer mehr Wissenschaftler auf und Veränderungen, die wir als Gesellschaft brauchen, braucht Stimmen von der Wissenschaft. Und sie finden auch immer mehr Gehör. Wir denken sich nicht etwas anderes. Immer mehr Wirtschaftskrise erkennen,
dass es nicht so weitergehen kann. Sie spüren mittlerweile auch die Auswirkungen für allem von der Klima- und Ressourcenkrise. Rohstoffe gehen rar, Lieferketten sind fragil an der Gefahr. Dann also kein Weg mehr rausklammen aus fossilen Energien feiert, als auch eine Wirtschaftskrise ein Konsens. Dann also verschwenderischen Umgang mit den Ressourcen nicht weitergehen kann, wird nicht mehr kontestiert. Ja, der Movement Ökologie begrüßt ausdrücklich, dass sich ausländisch wie auch Lützebäuer Vertreter von der Wirtschaft für die Beibehaltung von der CO2-Steuer ausschwätzen und das Klimaziele nicht mehr auf Ruhe gehen. Denn das ist ein fundamentaler Wirsel, den Hoffnung möchte. Aber so schrecklich es klingt, eine Krisensituation wie die aktuell kann eine Chance sein, für die nächste Transition nur viel zu bringen. Kann, es so ganz bewusst, kann, weil der Schwall bleibt bei uns. Weil es kann nicht sein, wie just das Beispiel zu hören, dass nur Atomkraft geschaut wird. Die Technologie bleibt zu gefährlich, also es ist viel zu teuer. Und en plus, der Bau ging Jahren dauern, das ging als klar auch gut nicht helfen. Weil wir haben die Zeit nicht mehr. Egal, dass sie dann direkt viel besser an erneuerbare Energien investieren, an die Energiespuren. Atomkraft dürfen auch absolut nicht an der sogenannten EU-Taxonomie verloren. Sie kann und darf nicht als nachhaltige Finanzinvestition gelten. Aber wir begrüßen ausdrücklich, weil Lützeburg mit anderen Ländern klar gegen diese Decision von der EU-Kommission erreicht. Es darf nur nicht darum, die Falschlesungen an den Fokus gerichtet gehen. Wir dürfen uns nicht darum verrennen. Wir können und wir müssen die Energietransition, aber auch das Changement in der Landwirtschaftspolitik auf dem ökonomischen System Logik kreieren. Wir gehen nach Hanno an 2 Motionen darauf an, wenn wir uns das vorstellen, dafür Menschen nicht engagiert. Lass mich aber sonst das zu hören. Wenn wir heute stehen, wo wir stehen, dann ist es, weil vieles Bekanntes während Jahren verschläft ist. Es sind dort 6 Jahre die Instrumente um dich, vom Energiespur bis zum Ausbau von den erneuerbaren Energien. Bloß als nicht weiter verschlafen, mal aufhaben. An all Kreativität zusammenhören und auch nicht auf eine rein technologische Diskussion reduzieren. Die Europäische Energieagentur zum Beispiel schlägt keckerweise ein autofreie Sonnenfirma. Ja, du hast durchaus Energie angespurt. Nee, das ist eigentlich vieles mehr. An der Propos liegt viel Symbolkraft. Weil es weist darauf hin, dass es nicht nur um die Technik geht, sondern dass es auch um unser Lebensmodell geht, für den wir uns als Movement Ökologie schon so lange ersetzen. Mit aller Kreativität muss es so ein Bündel von auch so Maßnahmen erstanden gehen. Mir gewusst ist etwas, das ganz kasus klappen, wenn Politik Gestaltungsfähigkeit weist. Weil es weiter den Alltagspragmatismus dominiert. Und du könntest natürlich Hemmschwellen zu überwinden. Echt, es darf nicht weiter gemerkt gehen, wie wenn es irgendwie gehen, wie wenn wir um gute Weg wären. Das hatte mir genug an dieser Legislaturperiode. Während der Premier als gerne noch am Ausland als ökologisches Musterland durchstellt, erreicht Lützeburg als Zweitland weltweit nur den Katar. Den Overshoot Day, wir wissen nicht alle. Der Slogan von den Leuten, den Overshoot Day und Leben gerufen als Move the Day. Wir Lützeburg schon nicht falsch verstehen. Sie meinen Move the Day noch handeln. Auch nicht, wie wir es gemerkt haben, von 2020 und 2021 noch 4 nach mir frei. Ja, dann rufen wir an, für Move the Day zu machen, an der verbleibenden Legislaturperiode und dann den Thema an die Wahlen geht. Move the Day noch handeln. Wir wollen nicht mehr an einer Reihe mit den Katar stehen. Wir führen allem wir dürfen uns nicht weiter die wirklich wichtig Fragen recken. KW feiert die Debatte vom Wurstungszwang zu Lützeburg. Diese Idee schon die Carlo Thelen, der Generaldirektor von der Chambre de Commerce, einen Beitrag an einer Jahreszeitung gehört zum 50. Geburtstag vom Club of Frauen. Für dich muss ich mal so positiv, dass ihn sich nur so ausstellt. Ich plädiert an dem Artikel für Circular Economy. Wie dabei wird die folgenden Titel genutzt. La circularité peut rendre le monde fini, quasi infini. Ei, ich den Satz so gelesen und darum geschleckt. Ich will wahrscheinlich eine positive Stimmung und machen ein Bild von der Circular Economy ein bisschen positiv umschreiben. Ja, das ist auch positiv, dass der Direktor, wie gesagt, das Thema abgreift. Aber sticht schon mal so eine Vorstellung, wie man Circular Economy Solution Mirakel wird, für unseren Hunger nur immer mehr zu stellen. Und das wäre ein Trugschluss.
Als Movement sind wir natürlich für eine Stärkung von der Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen sie. Aber wir müssen aber für allem, mit aller Konsequenz, als wir die Wirsel immer ersetzen. Wir müssen alles machen, wie unabhängig von der Wachstumslogik zu gehen. Wir verlangen von der Politik nur nach eine ausführliche Analyse, wie das Sozialsystem kann unabhängig vom Wachstum finanziert gehen. Wer selber den Druck erheben und am Laufe des Jahres eine echte Analyse mit einem deutschen Büro auf den Tisch legen, für eine Handlungspiste nicht gibt. Mit als die verdammte Responsabilität von der Politik, die lange gefordert, so wichtig Etude, endlich richtig an Auftrag zu gehen und auf den Tisch zu legen. Wir brauchen auch endlich eine Steuerreform. Eine dauernde Steuerreform. Auf ihrer Welt leben wir, bei Ressourcen verbrauchen, Umwelt belasten, quasi gratis ist, und de facto Arbeit aber mehr besteuert wird. Lützeburg als Schlusslicht auf EU-Niveau. Was eine franchement unmoralische Situation. Wo leben wir, wo Kapital quasi nicht besteuert wird? Das ablackliche Steuersystem steht am Gegensatz zu all unseren Überzeugungen, Werte und auch den theoretischen Zielen von einer Regierung. Wir werden nicht mitgehen, das Reform anzuführen. Ohne sie werden wir die Wirste nicht hinkriegen. Wir werden alles machen, für das dann ein Thema angewandelt wird. Es ist aber auch direkt anachronistisch, dass die Stadt selber Millionen ausgibt für Klima- und Biodiversitätskatastrophe. Ja, wir haben diese Idee in der Zukunft viel mehr auf Katastrophe zu suchen, weil das eine Katastrophe und nicht nur eine Krise, die rübergeht, zu befreien. Steuergelder von uns allen, die ausgehen, die als Lebensgrundlagen zu zerstören. Eine absurde Situation, die durchaus bekannt ist. Dafür wollen die Regierung ja, wie auch die Vierrecht, eine Analyse an Auftrag gehen, wie eine Subsidie falsch investiert gehen, wo Reformen nötig wären. Aber gerade an der Dotterzeit, wo die Diskussionen immer laufen, was geschieht da? Der Staat dezidiert 570 Millionen an eine Landwirtschaftspolitik vom Mut zu investieren. 570 Millionen. 570 Millionen, wo gewusst ist, dass der Gros von denen Geld genutzt wird, oder dazu feiert, dass die Biodiversitätskrise ungefeiert wird und dass sich auch der Klimawandel ungefeiert wird. Das ist nicht mehr zu erdrohen, zumal weil es auch um Kosten von den Bauern geht. Wir werden mit aller Konsequenz, so schwer das weiter durch schaffen, dass eine Landwirtschaftspolitik vom Mut ganz ernst ausgesagt und Regionalität mehr an den Fokus rückt, an den Biolandbau, an Projekte, an Initiativen wie solidarische Landwirtschaft. Dafür brauchen wir auch responsable Politiker. Und schon die folgenden Beispiele, die zwei, die ich höre, ganz bewusst herausgesicht. Das Gesundheitsministerium möchte regelmäßig Analyse von der Pestizidbelastung von den Lebensmitteln an den Geschäften. Aber was herauskommt, die letzten Analysen haben gewiesen, dass zu Lützeburg produziert Bio-Lebensmittel pestizidfrei sind. Und generell eine ganz hohe Belastung von Pestiziden, als ja die Lebensmittel verkauft, von Pestiziden dran sind, die schon verbunden sind. Und das ist davon auszugehen, dass die Lebensmittel mit der hohen Pestizidbelastung sind. Weil bis die Analysen da sind, sind die Lebensmittel wohl verkauft und dann wohl auch jetzt. Aber was möchte Madame Lehnert? Und es ist so bewusst Madame Lehnert, und nicht verbraucherministerisch, weil ich fährt da eine ganze Reihe verschiedene Fragen. Wie das schon mit verbraucherministerisch? Weil so rar her die von ihr an der Stimme. Aber was möchte Madame Lehnert? Nicht. Du hast ein anderes Beispiel gehört, öffentlich kann dienen. Ich kann wirklich nicht mehr hören, dass immer von regionaler und biologischer Lebensmittelproduktion geschwärmt wird. Weil den Edukationsministerium mal nicht Courage hat für Rastopolis. Die Struktur, die Blizzard geliefert, für zu schreiben, dass sie primär regional und biologische Lebensmittel benutzen müssen. Obwohl verstanden, Rastopolis ist nicht irgendein ausländisch Großgott. Rastopolis als eine staatliche Struktur, wo das Kind von Haut auf machen, wo der politische Willen da ist. Transition wird eine Chance, wenn alle Politiker am Strang mal auszählen. Zeiten, wo man Fanger auf den Umweltministerium gewiesen wird, muss nicht rübersehen. Transition als eine Responsabilität von uns allen. Aber wir müssen fortkommen von kurzfristigen. Es wird immer gesagt, wenn Politik das machen, mit kurzfristigen Entscheidungen, oder was sie gegen umsteuern, an Langfristperspektive mehr heranholen, dann geben sie bei der Wahl verlieren. Ich glaube das nicht an dem Ausmaß. Weil welche Bildstich da hat, das bleibt nicht verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was kurz- und langfristig nötig ist,
dass der Grof von den Leuten nicht empfänglich wäre für die Interesse von den kommenden Generationen, das ist doch sicherlich falsch. Und sogar wenn nicht ein Tier richtig gewirrscht wäre, hat nicht Covid an die Krise, an denen wir sind, dann aber auch nur eine Bewusstseinsänderung gebracht. Und egal wie, Politiker, die gewählt, für gerade Zukunft zu gestalten. Es gibt keine Excuse für das nicht zu machen. Alle zum Beispiel wurden auch nicht den Nachhaltigkeitscheck für Regierungsdecisionen umgesetzt, die in der Legislaturperiode versprochen wird. Die muss noch kommen. Ah ja, bei Diskussionen, wie die Transition soll ausgesehen, werden nicht alle nötigen Maßnahmen direkt Zuspruch fangen. Wir brauchen endlich viel besporene andere Diskussionskultur und Offenheit. Basis ist eine ordentliche Information. Dass das Regierung nicht reagiert, dass sich x Organisationen unter der Federführung vom Journalistenverband für bessere Droit à l'information ersetzen, ist franchement beschämend. Wir fordern nicht mehr hart wie je. Wie will, dass Leute mitdenken, mitplanen, mitdiskutieren, mit Spielchen sind, wie der viele nicht so gut weiter den Zugang zu den Informationen verwirren, wie der am Block zu Lützeburg der Fall ist. Wir brauchen endlich ein Gesetz über den freien Zugang zu Informationen, den nun wert ist. Der Premier hat eine überfällige Reform versprochen. Wir warten darauf. Los mich aber zum Schluss mengiert, nach wohl zur Verantwortung vom Einzelnen so. Ich will die Kollegen aus der Schulzeit beginnen, die mir so, die Kinder leiden, was sie da mit mir wegholen. Aber so ernst springt, denke ich, hat es schon eigentlich auch gerne. Ich dachte mal, von welcher Waschschule schwätzt die eigentlich? Weil wir stehen als Movement Ökologique auch viel ärmer, mit tiefstem Herzen an für ihre Gewinn. Wir gewinnen von Lebensqualität, Solidarität am Mann nehmen. Wir stehen dafür an, dass kann man nicht länger Spielmöglichkeiten, du baust für ein Haustier eine Waschbahn kriegen. Mit Straße, den öffentlichen Raum, wie ihr seht, mehr hin an die Leute gehört, die sich begegnen, du Tröpfel gehen, sich abhängen. Wir treten dafür an, dass die Diversität erhalten bleibt, dass als Einzelärten die Schäne der Vielfalt erhalten bleibt. Wir treten für Propaganda genug Wasser an. Ja, wir treten für einen Anbau für weltweit Solidarität an, für nicht mehr durch unseren Lebensstil, den Leute aus dem Süden wirklich abzuwäschen. Wir treten für grenzende Wirtschaften an, sodass es Spaß macht, draußen zu sein, sodass Temperaturen am Sommer trotzdem variabel bleiben. Ja, wir stehen auch dafür, aus dem Haus, dass wir aus dem Hamsterrad rausklammen, aus dem Stress von immer mehr Waschschulen, wie durch mehr Mandeln und Solidarität zu ersetzen. Also fern. Die Zukunft, für die wir aufstehen, setzt Veränderungen voraus. Aber ja, sicher auch derer, die nicht nur von allem mit offenen Armen abgeholt gehen. Aber sicher auch derer, wo es etwas aufverlangen. Man kann nicht für die Transition. Sie muss kommen. Es liegt uns, das zu gestalten, dass sie für allem positiv verbunden ist. Wenn wir mehr Zeit verschlafen lassen, wenn es mehr problematisch wird, die Transition umzugehen. Bloß als das nicht zu spät machen. Zum Schluss noch ein Punkt, den uns immens im Herzen liegt. Bei der Transition müssen alle Leute mitgeholt werden. Am meisten kann eine CO2-Steuer die Leute mit Geld, weil sie mehr verbrauchen. Wir sind die Leute mit mehr Geld am meisten weh, weil sie mehr großen Teil von ihren mit kleinen Einkommen müssen rausstechen. Dafür ist es richtig, dass eine CO2-Steuer erhalten bleibt. Nicht mehr, wenn ein Umweltverbrauch reell berechnet wird, etwas kostet, könnten umdenken. Der Preis gibt ein Signal. Es ist aber gerade so wichtig, dass die Leute mit meiner Geld sollen den Wärmebegriff kriegen. Aber du geht alles, was in der Vergangenheit gespart wird, das geht alles nicht durch. Bleiben Sie bereit, 8.000 € für ein Elektroauto durchzulegen, für eine Transition hinzukriegen. Ja, das ist ein guter Maßnahme. Aber, ein Drittel der Leute aus dem untersten Quintil haben überhaupt kein Auto, weil sie sich nicht leisten können. Für was leben wir nicht gerade so viel, und sogar noch viel mehr Geld auf den Tisch für diese Leute bei der Transition zu helfen. Bei der energetischen Transition, bei der Isolierung von Häusern, bei Bio-Lebensmitteln, was auch immer. Wie weit holen wir die Leute nicht mehr mit? Es muss dringend eine Panoplie von Instrumenten entwickelt gehen, eine ganze Jahr viele Konsequenzen in der Vergangenheit umgesetzt gehen, für gerade die Transition mit diesen Leuten hinzukriegen. Und CO2-Steuer muss viel konsequent bei den Leuten mit Mannereinkommens kompensiert gehen. 2023 sind Wahljahren, national und Gemeindewahlbestimmungen. Wir werden als Movement Ökologique alles machen, für die Politiker eine klare Message auf den Weg zu gehen. Wir wollen keine Politik mehr von der Unentschlossenheit. Mit dem Hadern für nötige Lösungen
die als Zukunft besser und überhaupt möglich machen dürfen. Wir wollen einen Zusammenschluss, eine neue Koalition von den Leuten, wo wir einen Ausweg aus dieser existenziellen Krise, an der wir auch stehen, umgehen, das Welt und das Land wirklich zukunftsfähig gestalten wollen. Eine Politik, eine Zivilgesellschaft und Akteuren, die an diesen immens schweren Zeiten anstehen für eine responsable Zukunftsgestaltung mit Fantasie, Kreativität und Entschlossenheit. Am Interesse von uns allen, aber auch von den kommenden Generationen an alle Lebewesen auf dieser Welt. Dafür steht der Mouvement Écologique, dafür steht der Kongress, nach der Version, das ist aber 30. Und ich wünsche euch einen guten Kongress.